live Membre, live Freunde, live Vertreter von der Presse. Wir stehen noch 3 Wochen vor den Wahlen. Für diese Wahlen, am 14. Oktober, hängt auf, auf was für Weg das Land an den nächsten Jahren geht. Daher wird ein Wahlprogramm rausgegeben, entweder alles zugeschickt wird, oder ihr habt es downgeloadet, oder ihr habt es gelesen, direkt am Computer, mit einem Programm, den ein Klarspruch schwätzt. Auch wenn Lützeburg für ganz großen Herausforderungen steht, fährt mir auch nicht an dem Programm für couragiert, und auch nicht immer kamut Positionen an diesem Programm zu vertreten. Dem Programm, an das muss sich immer am Gedächtnis rufen, steht in einer einzigen großen Froh und der auch alle anderen politischen Entscheidungen an den nächsten Jahren hier zu Lützeburg wird tun hängen, dass das Froh vom Wurst. Wollen wir immer mehr? Mehr Wurst, mehr Suche, mehr Vakanz, mehr Auto und so viel. Ich denke, da wird den einen oder anderen mal versichern zu sagen, ja. Aber wollen wir auch mehr Stau, mehr Deier, mehr kleine Wohnungen, immer mehr große Rückstände beim Aufpassen von den Spitälern und einer großen Population, immer Männer von den wichtigen Infrastrukturen wie Senioren- und Pflegeheimen, bedingt durch eine ungehemmte Wüstung. Ich könnte die Löschtour nach der ganzen Ofen 4 sitzen, aber der Gast will halt auch noch schwätzen. Sie mir also auch wirklich bewusst, dass es so eine Wüstung auf Käste von einem Kammer, eine Kanzkammer geht, wo mir los schon all der Lebensqualität abweist. Guckt mal, seit der Rentrée von diesem Jahr, also knapp 50, war dabei die Straßen Lassers. Von 6 Uhr morgens und als auch bald alle Autobahnen an allen Nationalstraßen Stau. Heute mitten bei einem Background am Norden. An den 3 Staatssekretär von den Glingen wird als Lesung von Verkehrsproblemen von Expressbussen gesprochen. Ein Jahr war eine Extraspur zu planen. Aber dann haben wir dann 11 Kilometer Stauführung durch den Tunnel und eine Reihe Expressbussen am Stau. So nicht ich, kann das nicht gehen. Wir brauchen endlich heute zu Lützeburg ein Verkehrskonzept, das die Lehre hält, Expressbuslinien aus dem ganzen Land auf gesonderte Spuren am 20-Minuten-Takt und das von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr an der Nacht. Verbunden mit einem lokalen Busreso, den auch darauf getaktet ist, an den die Lokalmobilität erlaubt. Dann, an das versprechen ich, führen die Leute auch gerne mit dem Bus und mit dem Zug. Aber wenn es da sein muss, auch mit dem Tram. Das ganz natürlich gratis, weil Kosten vom Ticket stehen heute schon keine Relation zum Revenu, den durch den Ticket erlebt wird. Da der hat dafür ihre Programme auf eine einzige Prämisse abgebaut, der verantwortungsvollen Wüstung. Das heißt konkret, dass bei all größeren Entreprisen, die hier an Land kommen soll, genau analysiert werden muss, ob das dem Land auch mehr Vorteile wie Nachteile bringt. Den CSDD, der Conseil supérieur du développement durable, hat schon eine immens gut Vorarbeit gemacht, die aber von Gambia genialerweise und systematisch ignoriert gehen ist. Damit wird froh von der Wahrscheinlichkeit einer Implantation von den Stehwollfabriken und Joghurtfabriken am Grand Duché nie ein Thema gewesen. Das wird gesagt, dass der Wölkewurst, und ich habe das damit nachgehört. Das ist so einfach, weil wir verantwortungsvoll Wurst sind. Das stimmt nicht. Von uns aus kann Lützeburg eine Wurstum haben von über 3,5%. Aber diese Wurstum muss nachhaltig sein, an dem Land und an dem Strich mehr bringen, wie es kostet. Als Wiesen, als Wasser und als Luft sind wertvolle Ressourcen,
die nicht unendlich sind, an die es für die Zukunft zu erhalten gilt. Neue Arbeitsplätze, die nicht hier am Land besagen können, andere wenig bis gar nicht Chômage, bringen aber mehr lang Stauen mit sich, wo den öffentlichen Verkehr da so schon aus allen Nähten platzt. Und da schwätzt nicht nach gar nicht vom Wohnungsbauproblem. Es gibt seit Jahrzehnten Männerwohnungen gebaut, wie gebraucht wird. Es sind rund 11.000 neue Einwohner, die all Jahr an das Land kommen. Und da gibt es auch noch Leute, die sich erlauben, hier abzuwürsten zu Lützeburg und dann selber eine Stadt gründen zu wollen und dann auch gerne wohnen gehen. Aber wir bauen an der Moyenne über die letzten 5 Jahre nicht mal 3.000 Wohnungen am Jahr. Mit Rechnung, es fehlen rund 3.000 bis 4.000 Wohnungen am Jahr. Und da wundern wir uns, wenn die Leute über die Grenze gehen. Und den einen oder anderen von euch hat ja vielleicht der Roy am Wahltaxi gesehen, an die Diskussion, die darum ging, wie viele Leute dann über die Grenze gingen. Das Serge Kollwetter hat gemeint, 3.000 wäre schon eine große Schiffer. Das Stadtdeck möchte natürlich Schiffer, wo in all Lützeburger im Ausland berücksichtigt, den hat dann eng 0 Druck gehangen, den hast dabei 30.000. Es gibt eine Studie von der Elia, die sieht, es sind rund 8.000 Frontalien, Lützeburger Frontalien, die all der auf Lützeburg Schaffen kommen, die aber Lützeburger Nationalität tun, aber im Ausland wohnen. Da sind aber nicht mehr die Leute gezählt, die hier rüberkommen und schaffen. Hier kann sie nicht gezählt gehen oder hier Konjointen, die vielleicht nicht hier zu Lützeburg schaffen, die sie gar nicht mitgezählt. Das heißt, wir haben ohne Problem sicherlich Schiffer zwischen 14.000 und 15.000 Leute, die offiziell nicht mehr hier am Land wohnen, aber all der hier schaffen können. Und da kommen all die, die bei ihrer Boom an der Briefküste wohnen, aber an Deutschland nach wohnen, oder an der Belgien oder in Frankreich, um Gottes Willen, ich bin doch gar nicht rassistisch, hätte ich mal gesagt, von denen schwätzt keiner. Und das ist mindestens genauso große Schiffer. So dass die Aussage von 30.000 Leuten, die am Moment aus sozialer Not auf der anderen Seite von der Grenze wohnen, an Hain nach Lützeburg zurück schaffen kommen, sicherlich kein Hirngespinst war, aber die 3.000 vom Serge Kollwetter, die waren voll daneben. Nicht mehr spät, wie die letzte Woche, haben Vertreter von der DP, den Grünen und Sozialisten, am Kader von der Logements- und der Wurstungsfrau, die Enteignung nicht mehr ausgeschlossen. Mit einer kleinen Einschränkung, dass solange wie andere Moyen bestehen, es nicht dazu käme. Das erinnert ihn an 2013. Wo ein Host von der TVA ausgeschlossen ging, von der DP-Demos, solange nach anderen Moyen da wären. Und dann hat es mal kein Jahr gedauert, an TVA als Gehöfe ging. Am Logement lokativ sogar von 3 auf 17%. Und da wundern sie sich, dass wir an den letzten 5 Jahren ein Haus von 35 bis 40% am Wohnungsmarkt an den Preisen hatten. Da liest ganz gut, was sie schreiben an ihrem Programm. Sie machen es doch, auch wenn sie echt so, das darf nimmen und ich weiß nicht wie. Und dann so den Bürger, was ob sie durchkommen, was sie an den nächsten Jahren bezahlen müssen. Da der baut als einzige Partei am Bereich vom Wohnungsbau auf der Portage foncier. Eine Lesung, wo die Leute erst hier das Haus, also das, was sie da gerade gebaut haben, bezahlen, und dann noch erst hier ein Terrain bezahlen zu einem Zeitpunkt, wo das Haus schon bezahlt ist. Und das zum Preis vom Gestehungskosten, also da, wo sie den Terrain kriegen. Der Staat und die Gemengen sollen das systematisch auf all ihren Terrain, den sie dem Bau zur Verfügung stellen, durchführen. Auch setzen wir Plafonds für die Hilfe zu kriegen, substanzielle Rob, sodass viele Leute auch aus der Mittelschicht an den Genuss von Bauhilfe kommen können. Aber etwas machen wir als Partei garantiert nicht, und das verspreche ich als Präsident. Wir expropriieren nicht, aber wir enteignen die Leute auch nicht, wie die LSAP dazu sagt, da gehen wir nicht mit ihnen zusammen. Es geht, du willst für die ADR nicht mehr eine einzige Lesung. Die verantwortungsvollen Wurstung.
Die Evolution aus den letzten Jahrzehnten stellt Lützeburg aber auch für einen ganz anderen, an eiser Meinung noch viel mehr großen Defi. Sozialkohäsion. Hält Lützeburg überhaupt nach zusammen? Gib mir haut nach solidarisch Stohlkrise aus den 70er Jahren vom letzten Jahrhundert durchstehen. Hält es nach juste Reichtum vom Land zusammen? Was machen wir haut, wenn diese Reichtum durch eine andere Wirtschaftskonjunktur eine Gefahr ist? Du weißt, als für die DDR die Integration an Schulbildung immens wichtig. Und die Integration kann und geht nimmen über den Lützeburger Spruch. Du wünschst mir als Partei für eine Stärkung von unserer Kultur, unserer Spruch und unserer Identität. Wir sitzen alles drin, dass die verschiedenen Kulturen nicht lernst leben, mehr mitnehmen. Es muss aber auch ganz klar so bleiben, wie bei 80% der Lützeburger, die am Referendum 4 und 3 Jahre verlangt haben, dass Lützeburg selber an der Länge über die Zukunft an ihre Vertreter an der Chambre bestimmen. Auch wenn Asti meint, dass wir ein Demokratiedefizit. Als Schulen müssen Schulen gehen, kein Experimentierfeld für Politiker, die Französisch als Langue de Survie gesehen haben zu Lützeburg. Ich kann nicht sagen, der Mann geht verhungern am Osten mit seiner Langue de Survie. Wir brauchen Lützeburg nicht als Überlebensspruch, mehr als Integrationsspruch. Aber wenn wir bei der Integration sind, dann erlaubt man gerade einen kleinen Exkurs. Ich bin heute Morgen zusammen mit Tom das ein oder andere Plakat gegangen. Weil Pont Chaussee an mir haben 2 verschiedene Meter. Ich ging so, die von den verschiedenen politischen Parteien, ich bin ganz beruhigt, scheint das wie kurz zu sehen, wie die von der Pont Chaussee. Ein Panno war aber ganz speziell, weil Pont Chaussee wollte unbedingt, dass ich die regeln, und ich so nicht für was, weil eine kleine Geschichte sich dort drin bringt. Erstens wurde anscheinend der Verkehrschaos ausgelöst, und zweitens war das ein schlechtes Beispiel für die Schulkinder. Hi, Explikationen. Zuerst war nämlich laut Pont Chaussee ein Bus aus Russland gekommen. Mit lauter Anhänger von Pussy Riot. Die waren so begeistert von einer Schule mit Niveau-Erleichtung, dass sie direkt das Plakat signiert haben. Wie sie dann endlich den russischen Bus auf der Autobahn hatten, hört Findel Pan Am-Flug extra angefroren aus Amerika, für dann landen zu dürfen, mit lauter Anhänger vom Flag Burning Movement aus Amerika. Also lauter Heere wären das aus den 60er Jahren. All die lang Haar haben, wollen wir verzeihen, sie hatten alle lang Haar. Sie hatten von einem Mützel mit einem Fendel über Facebook gehört. Waren du ganz frustriert, wie sie hergekommen sind, festgestellt haben, dass das ein Fake News war. Aber wenigstens Fendel wollten sie dann auch signieren. Wie die dann glücklich am Bus waren mit all ihren Gehhilfen, die sie dabei hatten, dann kommen Kollegen vom deutschen Schwarzen Block, von den Linksradikalen, und die wollten heute zu Lützeburg nach einem klar machen, dass erstens, und ich zitiere Wikipedia, der revolutionäre Kampf zur Überwindung jeder Klassengesellschaft auch nach dem Ende vom Kalten Krieg, und darum 30 Jahre Nobel, führen geht, und dass zweitens der Lützeburger Fendel von der ADR als Hintergrund für den Klassenkampf super geeignet wird. Wie Pont Chaussee die ganze Verkehrschaos auf der Platz dann endlich geregelt hat, du wär ja nach alles gut. Und du kommst den Hummer. Du kennst den Lützeburger. Und der schreibt nie, ob den Text, den da steht, ein Schule mit Niveau-Erleichtung als eine Chance für ein Kanner. Das wäre zu viel. Nicht nur der Verkehrschaos durch all die ausländischen Gäste. Nein, die Problem wäre, dass allmählich rund 1000 Schüler Richtung von dem neuen Mondorfer Lycée fuhren und die wären total demotiviert, dass es Leute gibt hier am Land,
die ihnen nicht gönnen wollen, dass sie an eine Schule gehen, für dass sie eine Zukunft kriegen und dass sie etwas lernen können. Ihr könnt verstehen, wir haben den Point Chaussee geholfen. Wir haben eine neue Panne durchgeriecht und wir haben noch ein bisschen versagt. Ich hoffe, dass die Amerikaner nicht rumkommen müssen, für die neue Platz gucken zu können. Gib mal ein bisschen seriös. Wichtig ist, und das bleibt es, aber wenn wir die Plätze erfüllen wollen, aber wenn wir nur als Geburtstag wollen, da brauchen wir hier am Land eine Schule mit Niveau an Lichtung. Und nicht etwas, was den Experimentierkasten ist, für irgendwelche Pseudopädagogen, die meinen, sie wüssten, wie die Welt drinnen geht. Lo komme ich zu einem anderen Punkt, der für mich ganz wichtig ist. Das ist der ältere Geld. Der setzt sich an, dafür, dass alle Familien den Schwach kriegen. Ob sie ihr Kinder daheim erziehen wollen oder sich für ein Crash entscheiden. Ein Mom oder ein Pap kriegen geholfen und sie können dann ohne ein finanzielles Kontrakt dezidieren, ob sie daheim ihr Kinder großziehen wollen oder ob sie mengen an einer Crash wird das besser. Die Schwa ist ihnen gelost und es gibt keine gesellschaftliche Wertung von dieser Partei für die Schwa. Aber die Schwa muss da sein. Mit der jetzigen Regierung hat kein zu Lützburg die Schwa. Und ich habe mich gestern Abend mit einem Entrepreneur erhalten und mit einem Douanier. Also zwei Leute, die ihn zum Mittelstand von diesem Land bezeichnen kann. Die zwei haben an ihrer Familie die Decision getroffen, dass ein daheim bleibt, also von den zwei Partnern. Und sie haben den Eindruck, dass die jetzige Regierung die Leute dabei vermittelt, dass hier Frauen, weil an den zwei Fällen sind Frauen daheim bleiben, hier Frauen liederig wären, weil sie daheim bleiben gingen bei den Kindern. Und aus dem Gesellschaftsbild müssen wir immer rauskommen. Es kann nicht sein, dass ein Mann, die hier Kinder daheim großzählt, von der Gesellschaft, auch von der Politik, besonders der Politik von Gambia, durchgestaltet gehen, wie wir sie liederig wären und nicht bereit wären, an ihre gesellschaftliche Verantwortung zu erhöhen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir irgendetwas an der nächsten Legislaturperiode abfeiern wollen, dann ist es sicher der Schwach vom ADR, ältere Geld, so dass es der Schwach der Société ist, wo jeder Verein an dieser Gesellschaft gleichberechtigt sich entscheiden kann, wen sie großziehen will. Mit diesem Programm, meine lieben Parteimembers und Freunde, verdeelt ADR sicher kein Wahlkadon. Geht nicht mit der Strenz über das Land, aber wir werden durch helfen, wo nur das. Lützeburg braucht nicht nur die Sterne zu greifen, aber das Land verdient eine verantwortungsvolle Politik für verantwortungsvollen Wachstum. An den soll auch den Numm verdienen. Dafür gebe ich euch all Bärden da draußen, so deren Familien, so deren Bekannten, so doch denen Leute, die vielleicht nicht der Bekannte gehen, aber vielleicht geschworen ihr Bekannte sind. Stimmt für Lützeburg, den 14. Oktober, ADR. Ich soll nicht merci. Ich so nicht nur nach kurz wie den Noven 4 Uhr verlebt. Wir gesehen gleich ein Rutsch von Videospotten. Das sind die Videospotten, die auch auf der Television laufen. Für das aber die Kriege von der Television immer so ein bisschen für Leute, die das nicht mehr uns was plankt an der Partei, aber nicht durchsichtig sind, immer gedacht, haben wir weise mal als Videospotten all ohne Nähen. Das sieht für gesagt, was dann das große Publikum da draußen hoffentlich auch gesehen wird. Danach schwätzt, last but not least, der Gast, kann sich keinen Wahlkongress in die Gastgeberien vorstellen,
Danach darf ich euch dann invitieren auf eine Rezeption, die wir da draußen haben. Joel hat mir schon gestanden, wir haben, das will ja auch, der Mo will auch gepflegt sein, wir haben 3 verschiedene Buffets mit 3 verschiedenen Sorten für zu essen, sodass wir alle eigentlich ohne einen großen Schlange zu bilden und den ersten Druck kommen. Und da will ich nicht zuletzt nach ein Kehr Merci sagen. All denen, die sich all da draußen ansetzen, für einen Wahlkampf, für eine Sache, für eine Partei. Und ganz besonders will ich dem Sekretariat Merci sagen. Ihr wisst, wir sind eine Kleinpartei. Wir haben 3 Deputierten, wir haben 3 Leute, eigentlich plus Parteisekretär, 4 Leute plus ein Pensionär am Parteibüro schaffen, und die müssen die nämlich derbicht machen, wie den Parteisekretariat von einer CSV oder einer SAP. Ich fand, sie schlagen sich nicht schlecht dafür. Sie meinen ja eigentlich super gut, und du kannst oben so. Es kann ihn oben Ningauer nachrufen, noch auf ihr Privathandien, aber wenn ihr dann etwas braucht, kriegt ihr die Information, und es kann ihr noch mal 7 Uhr rufen. Dann ist die Stimme nicht ganz so wirklich wie auf Ningauer, aber es kann ihr noch mal 7 Uhr rufen, und dann kriegt ihr noch seine Informationen. Also, nachher ein dicke Merci und Sekretariat.